was bisher geschah. 63. Spielminute. Und dann kam Tigges. Ja. Steffen Tigges. Seit 2022 in unserem Verein, Vertrag bis 2026. In der zweiten Bundesliga 6 Einsätze, 100 Spielminuten und, das ist kein Spoiler, auch nach diesem Tor, nach diesem Spiel mal wieder kein Tor. Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ihr habt es am Videotitel schon bereits gemerkt. Steffen Tigges verlässt uns und das noch vor GTA 6. Ja, ein paar Worte möchten wir dazu an der Stelle natürlich gerne verlieren. Ihr wisst ja, ihr habt es schon beim Einspieler bemerkt, ich habe auch in den letzten Jahren das eine oder andere Wort über Steffen Tigges verloren. Habe ich ziemlich aufgeregt über ihn und das auch noch zu Recht, muss ich im Nachhinein sagen. Also, es tut mir leid. Ja, klar, jetzt ist er im Nachhinein doch weg. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht geglaubt. Ich dachte, der sitzt seinen Vertrag hier aus, denn das war ja auch kein schlecht dotierter Vertrag, muss man im Nachhinein sagen. Da waren ein paar Millionchen mit im Spiel. Und was mich halt bei Steffen Tigges über die letzten Jahre halt so aufgeregt hatte, war, dass er immer wieder eine Chance erhielt und sie im Prinzip nie genutzt hat. Da gab es eine kleine Phase bis zum Spiel gegen Werder Bremen. Ja, das wird jetzt gerne hier zwischendurch ausgepackt und als Beweis genommen, dass wir ihn alle missverstanden haben, dass er doch besser war, als wir es uns alle vorgestellt haben, dass wir ihn, wie soll ich sagen, nicht gebührend behandelt haben. Ich sag nur eins, mit 26 müsste eigentlich deine Entwicklung abgeschlossen sein. Und mich interessiert ja auch nicht an der Stelle, dass jetzt in den Testspielen irgendwie als linker Verteidiger auf seiner alten Position schon wieder ein bisschen aufgetrumpft hat. Das waren Testspiele. Da war nur das gegen Leicester City, das ich mir dann auch sowieso nicht angesehen hatte. Ich hab's halt nicht so mit Testspielen. Da hieß es mal zwischendurch, wow, der hat irgendwie richtig gut gespielt und dergleichen. Trotzdem, guck mal, er ist geholt worden als Stürmer. Das war seine Hauptaufgabe. Und wenn du zum Beispiel einen Anlagenmechaniker in einer Fabrik einstellst und der macht seine Arbeit so gut wie gar nicht zufriedenstellend und du den dann im Nachhinein ans Fließband stellst, dann macht er die Arbeit ja trotzdem nicht, für die er geholt wurde. Und das war halt das Ding. Das war halt im Nachhinein das Ding, was mich halt so gestört hat. Dieses Blockieren von anderen guten Spielern, im Prinzip auch, dass nie die Chance genutzt wurde, sich von ihm zu trennen, wenn es dann halt angemessen war. Jedes Mal hat er eine neue Chance erhalten und hat sie einfach nicht genutzt. Ich meine, okay, da hieß es dann zwischendurch, ja, gegen Braunschweig, das war doch da ziemlich gut. Er hat sich reingekniet, er hat sich Mühe gegeben, aber er hat trotzdem kein Tor geschossen. Er hat nicht mal eine Vorlage gegeben. Und dafür wurde er geholt. Und diese Aufgabe hat er über die letzten Jahre nicht erfüllt. Immer okay, klar, so contentmäßig ist es natürlich für mich ein herber Verlust, also keine Tigges-Witze mehr. Jetzt muss ich schon fast hoffen, dass Adamian bleibt. Weil ich habe heute beim Training Lukas Kwasniok kennengelernt. Und nun ja, menschlich gesehen, der war ist ein cooler Typ und das ist halt das Problem. Wird schwer für mich, ihn irgendwie zum Teufel zu jagen, wenn es dann schlecht läuft. Steffen Tigges wiederum, ja, da hieß auch, der war lieb, der hat sich immer mit den Fans connected, der war immer korrekt, hat Identifikation gezeigt. Ich will mal ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Was ist, wenn das alles Kalkül war? Was ist, wenn er gemerkt hat, okay, ich bin zwar scheiße, aber die Leute hier in Köln, die mögen Kultfiguren, die mögen das, wenn du dich nahbar zeigst, wenn du zu denen korrekt bist. Was ist, wenn das alles Kalkül war? Wenn es einfach nur gemacht hat, um sich bei den Fans ein bisschen anzubiedern. Ist jetzt nun mal meine Interpretation der Sache. Ich muss da jetzt nicht recht haben. Allerdings, ich finde persönlich, wenn ich sage, es ist ein schlechter Stürmer und vielleicht einer, der in die Top 10 der schlechtesten Transfers des 1. FC Kölns gehört, aller Zeiten, dann liege ich nicht gerade falsch. Könnt ihr mir mit Nizza ankommen, könnt ihr mir mit Werder Bremen ankommen und den Doppelpack gegen
Borussia Dortmund wie auch Augsburg, aber danach kam ja nichts mehr. Danach noch ein Törchen gegen Werder Bremen. Und ja, stimmt, die letzten beiden Spieltage in der vorherigen Bundesliga-Saison, bevor wir dann abgestiegen sind. Aber trotzdem, eine komplette Zweitligasaison ohne einen Scorerpunkt bei so vielen Chancen, weil klar, zwischendurch hat man nicht mehr auf ihn gesetzt, zu Recht. Der Mann war auch so unbeweglich, so ein kleiner Tölpel halt. Naja, und aufgrund dessen konnte ich mit dem nichts anfangen. Und vor allen Dingen, es war ja nicht gerade so, dass die ganzen Profivereine Schlange standen. Aber gut, jetzt war es dann doch Paderborn. Beide Vereine haben zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger Stillschweigen bewahrt, haben nicht gesagt, ob das jetzt hier irgendwas mit der Ablöse gelaufen ist oder ob wir ihn, sagen wir mal so, ablösefrei abgegeben haben, also Vertrag aufgelöst oder ähnliches. Aber naja, sei es drum. 3 auf ihn bezogen schreckliche Jahre gehen vorbei. Ich bin nicht mehr als erleichtert. Hat auch ein bisschen zu lange gedauert, aber naja. Es gibt auch trotzdem noch Leute, die halt nicht meiner Meinung sind, die auch dementsprechend Leute wie mich da angreifen. Und da gehört unter anderem mein Kumpel, die Kölsche Sirene, dazu. Hier ein kleiner Ausschnitt aus seinem letzten Livestream. Jo, Brudis und Schwestis, hier ist wieder eure Kölsche Sirene. Und ihr habt bestimmt mitbekommen, ey, diese Hunde geben Tigges ab. Ey, Steffen Tigges, wie können die das machen? Der war voll korrekt, das war ein richtiger Bruder, Amanakoim. Das war ein richtiger Bruder. Ja, der hat keine Tore geschossen, aber ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Bei Gott, ihr werdet sehen. Das wird der beste linke Verteidiger der Welt. Ich schwör's euch, Wallabilla, bester linker Verteidiger und der wird richtig Tore am Fließband schießen. Beides, weil das ist ein Genie. Das ist ein richtig korrekter Dude. Junge, ihr werdet das bereuen. Ihr werdet das bereuen. Und Leo, du kleiner Hund. Du kleiner Pitschko. Du kleine Missgeburt. Ich schwör's dir, ich fick, wenn ich dich sehe, ja? Ja, damit muss ich halt leben. Ich kann nur sagen, wem das Ganze, was ich hier gesagt habe, oder generell mein Content nicht passt, gebt mir 250.000 Euro. Das reicht vollkommen, bis die deutsche Rente kommt, damit ich mich in Serbien zur Ruhe setzen kann. Ihr könnt gerne ein Crowdfunding gründen, sammelt 250.000 Euro, dann lösche ich den Kanal und jedes Video. Ich bin nämlich käuflich in dem Punkt. Ja. Aber gut, ja, was soll ich großartig sagen? In Bezug auf Steffen Tigges, sage ich mal, in seine Richtung. Und in Richtung SC Paderborn, mein Beileid. Ja. Was soll ich großartig sagen? Das ist halt das Einzige, was mir da entsprechend zu einfällt. Oh. Ich habe eine Nachricht bekommen von Steffen Tigges. Hallo Leo, du kleiner Drecksack. Jahrelang, seitdem ich hier bin, hast du mich durch den Kakao gezogen. Du hast gesagt, erst wenn die erste Posaune am Firmament ertönt, werde ich wieder ein Tor erzielen. Aber weißt du was? Ich bin nicht gescheitert. Ich bin nicht gescheitert. Ich wurde missverstanden. Ich bin nicht fehl am Platz gewesen. Ich war meiner Zeit voraus. Jetzt gehe ich nach Paderborn. Wieder in die zweite Liga. Dort, wo Männer noch kämpfen. Wo keine Comedy-YouTuber über einen urteilen. Nur weil der Ball manchmal verrutscht. Ich werde sie alle schocken. Ich werde Tore machen, Fallrückzieher, Flugkopfbälle, vielleicht sogar Elfmeter verwandeln, wenn man mich mal schießen lässt. Ich sag dir eins. Ich bin wieder da. Der Teginator ist zurück. Hasta la vista, Leo. Na, das nenne ich mal eine Ansage. Na gut, ich will mal nicht so sein. Ihr wisst ja, ich bin gläubiger Christ. Wir sind eine Religion des Verzeihens. Und in dem Sinne, lieber Steffen Tigges, ich verzeih dir alles. Ich verzeih dir die gesamten Leistungen, die du beim 1. FC Köln nicht erbracht hast. Ja, das sei an der Stelle mal dir verziehen und wir haken die ganze Sache ab jetzt mal ab. Gut, das wäre auch alles, was ich dazu zu sagen habe. Ihr wolltet, dass ich dazu ein Video mache. Das haben mir einige geschrieben. Ist nun geschehen. Viel Spaß damit. Und dann wollen wir mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinbringen, ne? Ein bisschen mehr Seriosität. Ihr wisst schon, was ich meine. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank fürs Zusehen und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste